Hallo liebe Freunde, hier ist Lara Volodina. In diesem Video geht es um die Nicht-Geretteten. Heute zeigen wir euch die traurigen Bilder aus der Tötungsstation Jakutsk, Sibirien und bitten euch um die maximal mögliche Weiterleitung dieses Videos. Wir werden euch heute keine grausamen Bilder zeigen von zerfleischten Hunden, da wir wissen, dass viele unter euch herzkrank sind oder einfach diese Bilder nie wieder aus ihrem Gedächtnis löschen könnten. Das, was da passiert, kann kein normaler Mensch ertragen. Die Hunde werden nicht gefüttert. Es gibt einfach kein Futter. Wenn sie gefüttert werden, dann alle ein paar Tage mit dem, was irgendwo noch übrig bleibt. Die Hunde werden wahnsinnig vor Hunger und Kälte. Sie zerfleischen die Schwachen und die Scheuen unter ihnen. Es bleibt ihnen auch nichts anderes übrig, um zu überleben. Jeden Tag sterben diese uns Menschen so loyalen Tiere an diesem schlimmen Ort, der Hölle auf Erden. Anders kann man es wirklich nicht bezeichnen. Wir möchten heute nicht über diejenigen sprechen, die die Führung in der Tötungsstation innehaben und die Verantwortung für das Grauen dort tragen. Es würde leider nichts ändern. Hört euch bitte die letzte Anweisung an. Es wurde nun auch den letzten Tierschützern verboten, die Tötungsstation zu betreten. Die täglich die Hunde besuchten, die jahrelang selbstlos dem Tierschutz gedient haben. Ich kenne persönlich zum Beispiel Anastasia seit 2016. Trotz ihres schlechten gesundheitlichen Zustandes hat sie sich dem Tierschutz voll und ganz verschrieben. Sie hat immer viel geholfen und viele Hunde gerettet. Und nun wird ihr der Zugang verwehrt. Wenn nicht diese selbstlosen Tierschützer, wer wird dann die ganze Nacht den Hunden den Brei vorbereiten und dann diese riesigen schweren Töpfe dahin bringen und sich dabei den Rücken verrenken? Wenn man sogar diesen Menschen den Weg versperrt, kommen auch alle anderen nicht. Und erneut werden Tausende unschuldiger Seelen an Hunger und Kälte sterben. Und keiner von uns wird davon jemals erfahren. Und diese armen toten Hunde, die an Kälte und Hunger sterben, werden einfach durch neue, gefangen genommene Hunde ersetzt. Erinnert euch an den letzten Winter. Ab Anfang November und für den ganzen Winter wurde den Tierschützern der Zugang zu diesem strategischen Objekt, so nennen wir das hier, untersagt. Niemand war über den Winter für die Hunde da. Niemand konnte ihnen helfen zu überleben. Niemand hat mitbekommen, wie sie ohne Heu und ohne Futter weinen und starben. Was dann von Januar bis Mai war, das haben wir wieder mitbekommen. 800 tote Tiere. Und das ist nur die offizielle Zahl. Und viele Tote wurden gar nicht erst registriert. Hier bin ich bei den Welpen. Wir schauen nach, wie viele Hündchen und wie viele Rüden wir hier haben. Und wir prüfen natürlich auch, wie viel Heu sie noch haben. Oh mein Gott, ich habe Angst reinzuschauen. Da ist ein toter Hund. Die Kälte ist unerbittlich. Schaut, sogar dieser kräftige Hund zittert. Wir reden gar nicht erst von den Welpen. Wir gehen jetzt zu den Welpen und den Junghunden, denn heute sollen einige herausgeholt werden. Guck bitte nach, ob da noch einer der Welpen da ist oder ob er schon abgeholt wurde. Hole diesen bitte raus, er ist seit gestern schon tot und dahinter könnten noch Lebende sein. Verstorben aufgrund von Kälte und Hunger. Ist er alleine dort? Die morgendliche Routine getreu dem Motto, helfe den Hunden aus der Tötungsstation. Wer kann bitte helfen? Dort findet man eine richtige Katastrophe vor. Dort herrscht der richtige Hunger. Danzova und ich bereiten das Futter zu Hause für die Hunde vor. Gesellt euch doch bitte zu uns, ihr Lieben. Wir haben keine Wahl hier. Die Hunde erleiden dort den richtigen Hunger. Wenn ihr da vorbeikommt, seht ihr mit eigenen Augen diese unglücklichen Hunde im erbärmlichen Zustand. Schaut ihnen in ihre traurigen Augen und ihr werdet selber alles verstehen. Am 23.11. um 9 Uhr bringen wir Futter in die Tötungsstation. Das, was wir zu Hause für sie gekocht haben. Flashmob, Freunde, macht mit! Wir kommen vorbei und holen das Futter ab. Wir werden hier schon von den Hunden sehnlichst erwartet. Hier liegt bereits Futter bei den Hunden. Warum esst ihr es nicht? Hier ist schon Futter verteilt worden. Esst doch bitte. Ich hole jetzt eine Probe von dem herumliegenden Futter, um zu prüfen, warum die Hunde es nicht essen.
Larissa, Achtung, heute am 23. November 2023, 10 Uhr morgens, stellen wir fest, dass es keine morgendliche Fütterung um 8 Uhr gab. Und ich möchte nun herausfinden, was das hier ist, was Ihnen hingeworfen wurde und warum Sie es eben nicht essen möchten. Deshalb nehme ich das als Inspektorin jetzt als Probe heute mit. Neben mir ist Larissa Danzowa. Ich koche hier nochmal 3 Päckchen Buchweizen. Die ersten 3 Päckchen kühlen nämlich gerade ab und das tue ich Tag ein und Tag aus. Ich appelliere an alle, die jetzt zugucken. Verurteilt und verdammt bitte nicht die Vorgesetzten und die Mitarbeiter der Tötungsstation. Das ist nicht das Ziel des Videos. Das Ziel ist es, Lösungen zu finden und das Massensterben zu vermeiden. Wer aus dem Ausland hilft, schreibt eure Hilfe der Tötungsstation zu oder Evgenia. Die Kontaktdaten von Evgenia findet ihr unter diesem Video in der Beschreibung und in den angehängten Kommentaren. Ich wende mich an alle Bürger von Jakutsk, die ein Herz und eine Seele haben. Bitte helft euren Tierschützern vor Ort. Lebensmittelreste aus größeren Organisationen, Getreide und Futter können die Fellnasen retten. Geht bitte nicht an dem Elend mit geschlossenen Augen vorbei. Meldet euch bitte. Das hier sind Heranwachsende. Unser Futter reicht nur für die Heranwachsenden. Ein Hund versteckt sich dahinter, gib ihm bitte auch was zu essen. Da ist auch noch so ein kleiner, kurzbeiniger dabei. Und einer mit ganz kurzem Fell. Das Futter reicht nicht. Hole bitte noch einen Topf mit Futter. Du Hübscher und du bist ganz erkältet, du Armer. An dem Fell haben sich schon Eiskristalle gebildet. An dem ersten Hundehäuschen steht ein ganz, ganz rippiger Hund. Man sieht nur die Rippen. In der Tötungsstation kann man gar nicht genug Getreide für alle Hunde kochen. Das ist einfach nicht möglich. Da sind ja auch nur 2 bis 3 Herdplatten. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Gefangenen in der Tötungsstation retten können. Brei kochen dauert zu lange. In den 50-Liter-Töpfen dauert das Kochen einfach zu lange. Man braucht viele davon, um morgens alle aktuell 1360 Hunde zu füttern. Sonst wird es in ein paar Tagen bei dieser Kälte keinen mehr zu retten geben. Die Hunde brauchen das Futter und die Energie, um hier draußen nicht nach ein paar Stunden zu erfrieren. Sonst werden wir hier Berge von Leichen haben. Zusätzlich fehlt hier das Personal. Nur ein Mitarbeiter kocht das Futter. Das ist doch gar nicht möglich, dass eine einzige Person mehrere 50-Liter-Töpfe auf 2, 3 Herdplatten pro Nacht an Futter vorbereitet für insgesamt 1360 Hunde. Das ist nicht möglich. Die Lebensmittel kann man nur vom anderen Ufer des Flusses importieren. Und der Fluss ist jetzt aber eingefroren. Wir haben euch die traurigen Videos dazu gezeigt. Die Einfuhr von Lebensmitteln ist also aktuell nicht möglich. Erst im neuen Jahr wird der Transport von Getreide wieder möglich sein. Es wird sehr viel Getreide benötigt. Nicht nur ein paar Kilo, sondern mehrere Tonnen. Morgen wird es eine Kommission geben. Daher ist es zumindest für morgen vorgesorgt und genug Getreide für morgen da. Liebe Freunde, bitte lasst uns zusammen überlegen, was man tun kann. Es ist keine Zeit, einen Schuldigen zu suchen. Lasst uns überlegen, wie wir die Hunde retten können. Die dieser Kälte und dem Hunger hier ausgesetzt sind. Hier sterben jeden Tag sehr viele Hunde.